Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wie ihr sehen könnt, ich bin bereits unterwegs. Ja, ich war gerade ein bisschen doof. Habe einmal der Kürbisinsel gestartet und dann während diesen 15 Sekunden gemerkt, die Aufnahme läuft gar nicht. War schon auf dem Vulkanfunk und dachte mir, nochmal umdrehen, nochmal landen, nochmal was zu begrüßen. Nee, come on, kann ja direkt den Flug machen. Also, wir sind jetzt wieder unterwegs mit der Hauptstory. Wir müssen zwar noch ein paar Wüstengrasbüschel holen, das habe ich nicht vergessen bzw. notiert. Für unseren Bogen, damit wir aus dem Eisenbogen nochmal, ich glaube sogar einen göttlichen Bogen oder so irgendwas machen können. Auf alle Fälle, wir haben ja unser Schwert weiterhin gestärkt, ist mittlerweile ein weißes Schwert der Göttin, ist jetzt sowohl im Vergleich zum ursprünglichen Schwert sowohl ein bisschen schärfer, ein bisschen stärker, aber hat auch Feis Fähigkeit der Aurasuche verstärkt. Sehr gut, sehr gut. Und ja, eigentlich ist aber ansonsten noch nicht viel passiert. Ich dachte eigentlich, das wird noch ein bisschen mehr passieren, auch so mit, ja, wie soll ich sagen, mit irgendwie göttlichen Schätzen bzw. den Truhen, die es überall im Wolkenhort verteilt ein bisschen gibt und Sidequests hier und da. Und obwohl wir schon einige Sidequests gemacht haben, fehlt doch noch einiges. Da dachte ich ehrlich gesagt, es wird noch ein bisschen mehr passieren, aber egal. Was mir gerade aufgefallen ist, ihr merkt schon, ich fliege gerade nach Eldin. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, unser Schwert ist ja schärfer. Seitdem wir das letzte Mal in der Baumschule waren und warum nicht nochmal den Test machen. War doch irgendwie so, also bei dem glaube ich sowohl Kohle kriegen als auch ein Herzteil. Also das Herzteil ist natürlich etwas, was ich jetzt vermute, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir hier ein bisschen Schnippi-Schnappi machen mit diesen Holzstämmen, rein theoretisch muss irgendwann mal, ja, ein großer Schatz dabei rausspringen. Oh, er will sogar was. Michael, du kommst gerade recht. Was ist los? Ich habe ein großes Problem mit mir rum. Es geht um meine Tochter. Und über alles liebe Tochter, die Besitzerin des Itemlagers. Die tragen nur noch vor sich hin und rüdet hin und wieder ohne sittlichen Grund. Moment mal, ich weiß, was dahinter steckt. Ein unerwünschter Verehrer. Kein Wunder mit diesem hübschen Gesicht. Mit dieser Schönheit. Man kann den Männern eigentlich keinen Vorwurf machen. Okay. Aber nein, ein Vater darf so etwas nicht dulden. So der Kerl haben eine Abreibung verdient. Und dann kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du diesem Verehrer etwas ausrichtest. Er soll die Finger von ihr lassen. Er kann sie nicht die ganze Zeit beschützen. Ich zahle dir etwas dafür. Wenn du erfolgreich bist, darfst du dir auch mal Hallo sagen. Oh, keine Sorge, du musst mir darauf nicht antworten. Welcher Mann würde solch ein lukratives Geschäft schon freiwillig ausschlagen? Allen Typen von meiner Tochter fern. Tu mir den Gefallen. Du schaffst es schon, Michael. Bist du bereit, Bambus zu schneiden und versuche aus den 10 Rubine? Okay. Der Gott liegt bei 22. Naja, das mit der Tochter ist so ein Thema, weil, der Grund ist so, sie errötet und so, sind wir ja. So, warte mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Trick dafür war. So war er definitiv nicht. Muss irgendwie schräg, glaub ich, schneiden? Schon, war irgendwie schräg. Was, Kurt? Hä? Das ist das Langschwert. Hä? Ich meine, sorry, aber noch länger wird... Oder, ja gut, wenn es zum Master-Schwert wurde, aber... Wenn das Master-Schwert wäre, abgesehen davon, das Master-Schwert, seien wir ehrlich, in The Wind Waker war das Master-Schwert auch gerade wirklich lang. Wobei der Bambus selbst ist ja eigentlich relativ lang. Warte mal, ich versuch's mal anders. Und zwar so einfach mehr die Richtung auch ändert. Weil irgendwie schwappt er immer auf die linke Seite rüber und deswegen fällt er nachher um. Wenn ich es irgendwie schaffe, ihn links und rechts zu teilen, vielleicht klappt es dann besser. Muss ich links anfangen statt rechts? Weil links ist er schon irgendwie ein bisschen, links platziert nicht unbedingt, aber er steht ja schon irgendwie mehr auf der rechten Seite und deswegen würde es natürlich Sinn machen, wenn Link eher ein bisschen rechts davon steht, dass ich halt links erstmal zuschlage. Moment!
Fail. Okay, lassen wir das, Freunde. Irgendwie klappt das nicht, obwohl ich ja schon mal wesentlich mehr hatte. Das mit dem kürzeren Schwert wohlgemerkt. Aber egal. Kommen wir halt wieder, wenn wir ja irgendwie, ja, wenn es noch länger ist, dass vielleicht mit der dritten Flamme passieren wird. Man weiß es nicht. So. Die Tochter haben wir jetzt auch getriggert, okay. Da ist ja auch eine Sidequest. Ich wusste zwar nicht mehr, dass es über ihn geht. Aber jetzt wissen wir es ja. Fürs nächste Mal, wenn wir zurück im Wolkenhort sind. Aber erstmal. Gehen wir zurück nach Eldin und versuchen uns mal an der Prüfung. Schon ab in die Seiren, ey. Ja, da ist die Frage. Wohin muss ich? Hier, hier, hier. Wo finden die Seiren statt? Ich mach's mal hier, komm. Hier hinreisen. Jo, mach das. Wir sind Vulkan Eldin angelangt. Suche mit eurer Suche. Viel Glück, Gebieter. Danke. Was machst denn du hier? Gut, das ist eine Heimat im Prinzip, aber sieht man sich wieder. Ist in Ordnung mit dir? Ich habe gehört, dass ihr hier einige Artefakte Götter mir finden sollen. Ja, habt ihr schon einige gefunden und aktiviert. Müssen nicht suchen. Gebieter, ich habe das zu berichten. Die Kraft des Schwertes ist gewachsen. Nun kannst du die Artefakte Götter mit eurer Suche aufspüren. Sehr geil. Ja, aber natürlich irgendwie mit den Dingern suchen, wie ich es ursprünglich wollte, sprich nach den Juwelen der Güte, das geht immer noch nicht. Sag mal. Frechheit sowas. Glibber ist weg. Ein guter Kumpel Glibber. So. Also hier haben wir schon mal keine, das war irgendwie klar, weil ich habe doch schon einige gefunden. Da oben, das könnte aber auch schon im nächsten Gebiet sein. Okay, da vorne ist es. Zurück in Eldin, dem ursprünglichen zweiten Gebiet war. Also insofern waren schon lange nicht mehr hier. Wir sind eben noch genauso eklig wie damals. Ich schaff's! Ui. Das war knapp. So, Bombentasche vielleicht mal auffüllen. Ja gut, 20 ist schon relativ voll. Habe ich eigentlich... Nee, oder? Doch, Bombentasche mitgenommen, mittlere. Okay, gut. Die mittlere aber mitgenommen. So. Da vorne. Ja, ich kann mich da erinnern. Wo genau es war. Alle ab. Und alle ab. So. Und da müssten wir auch schon sein. Natürlich ist es so. Na dann. Spiel mal schneller, spiel mal schneller. Sophie, let's dance! Boah, die arme Lyra, ey. So wie Link auf ihr gezupft hat. Stoßerschwert in das Symbol und schildert die nächste Prüfung. Ich will nicht, ich hab keinen Bock auf die Prüfung. Oh, irgendwie, die war richtig scheiße. Ja, genau. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich habe damals sogar 2 oder 3 Anläufe gebraucht, bis ich es geschafft hatte.
Gebieter Michael. An diesem Ort wird eine Kraft auf die Probe gestellt. Dies ist Dienst-Siren. Die letzte Flammen in ein Schwert stärken zu erhalten, muss diese Prüfung bestehen, Gebieter. Das ist das Seelengefäß. Es sieht aus wie bei Twilight Princess, ist aber doch ein bisschen anders. Bin das Seelengefäß zurück, Mann. Also noch Fragen an mich? Nee, ich bin ready. Oh, Twilight Princess Spiel wäre wieder mal geil. Ich muss aber über einen Emulator so machen, weil gibt leider bislang noch keinen Port für die Switch und die Wii U nochmal auspacken. Nein, weiß ich nicht. So, warte mal. Erstmal gucken. Da oben ist zwar eins, aber da muss er bei dem Typen da vorbei, da bringe ich keinen Bock drauf. Obwohl, warte mal, doch. Ich habe eine Idee. Eindringlingsalarm! Ah, Mist. Da klappt er so. Wow. Puh. So, dann ist er wieder da. Okay, dann gehen wir direkt mal darüber. Aua, ja, Seelenfeuer tut auch weh. Okay, verstehe. So leicht geht das nicht, aber darüber geht's auch nicht, wa? Muss man anders überlegen. So, den sparen wir noch auf für später. Wo geht's weiter? Darüber muss ich irgendwie wieder. Da sind wir auch. Okay, okay. Können wir natürlich überlegen, ob wir einen Teil davon noch, ja, noch hier behalten, beziehungsweise später. Weil ich erinnere mich gut, dass mir da teilweise Dinge ausgegangen sind. Weil die Wege doch relativ lang waren. Ich glaube, deswegen machen wir es jetzt hier mal ein bisschen anders. Wow. Geh mal hier rüber und holen wir die ab. Noch Bomben, das dann später. Oh, und der drüben wird auch heikel. Wow. So, ganz ruhig, Link. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Und ja, ich habe die Siren hier im Vulkan Eldin gehasst. So, ich glaube, für den muss ich einfach noch runterspringen. Ah ne, noch ein Seil da, okay. Ja, komm schon, komm schon. Nee, nee. So, wo sind die nächsten? Habe ich hier noch ein paar? Hey Kumpels, na, alles klar? Aua. Also wieder ganz zurück müssen wir auch noch. Puh. So, warte mal, dann muss ich da rüber, da unten durch noch. Weil sonst kommen wir nicht darüber. Die müsst ihr doch auch mit. Denn die gibt es ja nur in den Siren. Sonst ja nirgends. Link, gegen... Link! Alter!
So, schon besser. Da ist jetzt nochmal so ein Finster-Emblem. So, ich glaube, der Rest, die anderen sind alle nicht hier, wa? Das wäre eigentlich schon mal schön. Das heißt, jetzt wieder zurückgehen. Ja, komm, Link, also eine Meter kannst du noch selber gehen, also. Mann, Mann, Mann. So. Ja, ein paar fehlen noch. Leider. Der Weg zurück war doch relativ lang, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Also doch erst einmal die hier in Entfernung holen soll und dann die anderen. Ja, ich glaube, das war's. Puh, das war knapp. Der hätte auch schief gehen können, Freunde. So. So, hat es jetzt hier hinten noch welche? Ne, die müssen jetzt alle oben sein. Okay, dann gehen wir doch mal einmal hoch. So, die haben natürlich nicht übersehen, Kumpel. Ja, runter müssen wir auch noch, das stimmt. Jetzt ist hier noch einer näher. Ja, und eigentlich müsste hier sehr, sehr heiß sein, dass sie gar nicht durchkommen, aber das spielt hier, ist hier im Spiel eigentlich ziemlich egal. So, wenn ich es hinkriege, dass ich hier oben jetzt noch alle hole. Hier hat es gar keine mehr. Aber hier mit der Runterfahrt, hier hat es noch einige. Haben wir vorhin gesehen. So, und die waren ziemlich tricky auch. Man sieht es da unten auch mit diesem, ja, wie soll ich denn sagen, Kaxeumfluss oder so kann man, glaube ich, auch formulieren. Ah, Mist, genau, das meint er nämlich. Deswegen wollte ich mir den hier eigentlich für später aufsparen, weil, ja. Ups. So, diesmal müssen wir ihn erwischen. Dann habe ich echt ein Problem. Also jetzt während der Fahrt wollte ich mir verarschen. Okay. Puh. Jetzt habe ich natürlich keinen Schimmer mehr. Ob es da oben nochmal einen hatte. Solange ich hier drin bin, geht es nicht weiter mit der Zeit, genau. Also, ich komme sowieso hier nach links entlang, also muss es hier noch ein paar geben. Die Frage ist, sind es 2, sind es 3, wie viele sind es noch?
Das ist natürlich auch schön assi hier. Nein, nein, nicht hier unter, Link. Okay, noch ein Finsterhalmhund, super. Gut, ich meine, wir haben die Zeit, ist ja nicht so, dass ich jetzt großartig hier beeilen muss. Da oben ist noch einer. War das der Assi-Typi, wo ich da so hoch musste? Ich glaube schon, war. Also hier wirklich schnell hoch, sonst haben wir keine Chance. So, wo ist der letzte? Der ist doch da hinten. Scheibenkleister, okay. Das heißt, wir kommen hier leider nicht durch, also ich muss hier wieder runter. Und da schnell rüber, mich nicht erwischen lassen, weil sonst auch ein Problem. So, das muss trotzdem sein. Da oben ist also noch einer, okay. Der letzte ist da oben. Hier ist die Zeit echt ein Feind, muss man leider so sagen. So, dann haben wir den raufgespart. Jetzt, wo ist der? Der muss ja rein theoretisch müsste er rechts sein. Ah, warte mal, der ist ja dort. Wie komme ich... Hä? Wenn ich die irgendwie schon mal gesehen? Ah, dort oben! Scheiße! Okay, das war's. Weil mit ganz viel Glück könnte es noch klappen. Das Problem ist natürlich, hier ist auch ein Wächter. Wow! Da ging mir ein bisschen die Düse, muss ich zugeben. Aber ich kann es ihm noch versauen, wa? Weil auch wenn jetzt das Seelentiegel-Teil selbst nicht mehr runtergeht, wenn ich jetzt nochmal irgendwo reingrätsche oder mich erwischen lasse, dann denken die mich halt trotzdem wieder und dann ist vorbei. Aber ich glaube, jetzt müssen wir mit dem Teufel zugehen, dass noch irgendwas passiert. Deswegen, ich hasse diese eine Siren, die ist echt übel. Uiuiui. Ja, wenn man es von vornherein schon wüsste, also sprich jetzt im zweiten Versuch würde ich es natürlich anders machen. Dann wäre ich jetzt schon zuerst da lang gegangen, weil zuerst die ganz weit hinten geholt, dann nach vorne, um die zu holen. Also immer so Schritt für Schritt. Und dann zuerst mal die da hinten und dann die da oben, die beiden. Ja, wir haben es irgendwie so gemacht, aber hey. Trotz allem, wir haben es geschafft. Und so wie es hieß, die letzten Siren gemeistert. Yeah! Wir kriegen damit auch das letzte Geschenk der Göttin. Nicht Geschenke, sondern göttlichen Schätze. Du hast die Feuerohrringe erhalten, einer der 3 Schätze der Göttin. Mit ihrer Hilfe kannst du selbst der größten Hitze trotzen. Okay, statt dem Feuer, statt einer Feuerrüstung, sowas. Kann man machen. Puh, war knapp. Also relativ klein waren die Feuerohrringe. Willkommen zurück, Gebieter. Ich schätze, dass dir die Feuerohrringe erlauben, in den heißen Bereich einzudringen. Ich empfehle dort nach der heilen Flamme zu suchen. Ja, das ist irgendwie anzunehmen. Und vor allem können wir jetzt noch ein Artefakt der Göttin suchen.
Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, im nächsten Part gehe ich erst nochmal ganz kurz aus dem Gebiet raus, nochmal rein. Und wir starten beim Tempel, und zwar beim zweiten Tempel, weil dort gab es auch eine Stelle, wo wir mit dem Greifhaken hinkommen. Wo ich damals nicht so recht wusste, gibt es da irgendwie was zu holen? Ein Herzteil, ein Schatz, so etwas in der Art? Ja, das werden wir jetzt herausfinden. Oder beziehungsweise das nächste Mal, nächste Folge, zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Nun ist auch hier unten alles komplett, sehr schön. Die Feuerohrringe, die Wasserdrachenschuppe. Aber das einzige Item, sag ich jetzt mal, was man normal nutzen kann, oder beziehungsweise aktiv nutzen kann, nicht passiv sind wie die beiden, sind die Greifhaken. Obwohl es ja auch ein göttlicher Schatz wäre. Oder Artefakte. Nee, ein göttlicher Schatz ist ja. Ja, wie dem auch sei. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.